Früher sind in manchen Dörfern im Bayerischen Wald die neuesten Nachrichten von Haus zu Haus getragen worden. Der Hung geht um, so hieß das damals. Der Hung war ein Holzstück, in dem der Nachrichtenzettel gesteckt hat. Hans, hab ich die? So, grüß dich. Grüß dich. Schau her, Hung habe ich da, hab ich die? Der Hung ist mit der Zeit gegangen und jetzt im Internet zu finden, als Online-Magazin. Themen sind Lokalpolitik, Porträts oder Slide-Gschmatz, also Klatsch und Tratsch. Eben alles, was vor der Haustür passiert. Ursprünglich aus dem Boden gestampft hat den Hung der 33-jährige Journalist Stefan Hörhammer mit einer Schulfreundin. Er wollte vor 1,5 Jahren Beruf und Heimat verbinden. So, wie geht's, wie steht's? Heimat, ja, ganz wichtiger Teil in meinem Leben. Ja. Ich habe die Erfahrung gemacht, im oberbayerischen Exil war ich als Redakteur angestellt in Freilassing und in Tittmoning bei einer kleinen Tageszeitung. Und ja, irgendwie hat es dann doch wieder zurückgezogen in den Wald. Er hat sich seinen Traumjob geschaffen, Redakteur bei der eigenen Zeitung, finanziert durch Anzeigen. 9 Uhr, Redaktionskonferenz mit aktuellem Partner Helmut Weigersdorfer und Praktikantin Vera Neumann. Erster Termin, ein wichtiges Interview. Also der Landratskandidat Alexander Mutmann besucht uns heute. Und ja, was wollen wir denn den guten Mann fragen? Alles, bloß keine Gefälligkeitsfragen. Servus. Und dann geht's los. Hallo, Herr Mutmann. Servus. Ob die Taktik mit den kritischen Fragen bei dem Politiker auch aufgeht? Warum jetzt dieser Sinneswandel? Also taktische Gründe haben da auch eine Rolle gespielt. Sicherlich. Warum sind Sie der bessere Landrat? Hand aufs Herz, wie schätzen Sie seine Chancen ein und wie schätzen Sie Ihre Chancen ein? Passt. Fazit der Redakteure. Wir haben die kritischen Fragen untergebracht, das war uns wichtig, genau. Die Antworten, seine Antworten können wir leider nicht beeinflussen. Von dem her, also wir haben unseren Job gemacht, das passt. Das Interview schreiben Sie später. Jetzt nur noch schnell die Fotos aussortieren. Das ist auch eher... Das passt, jawohl, das ist okay. Ja. In einer halben Stunde steht ein Termin mit dem neuen Heimatpfleger an. Der war in der Schule mal Ihr Geschichtslehrer. Ja, auf was einigen wir uns denn jetzt dann beim Termin? Sollen wir das seriöse Sie nehmen oder soll man duzen? Schauen wir mal, wie er auf uns zugeht und dann kriegen wir das schon. Okay, passt. Das Treffen findet im Heimatmuseum von Freyung statt. Hallo, servus. Grüß Gott beieinander. Servus, habe ich die Ehre. Können wir du zueinander sagen? Wir können du zueinander sagen. Ja, das finde ich gut. Nah rankommen an ihre Interviewpartner, das wollen die jungen Journalisten. Also ein bisschen das Forscherfieber ist in dir schon ein wenig ausgebrochen. Kann das sein? Ja, das ist schon längere Zeit ausgebrochen. Die Leser sind Menschen in jedem Alter auf der ganzen Welt. Oft ist der Hung dann der Draht zur Heimat. Und hier im ersten Stock des Heimatmuseums liegt auch das Original, der alte Hung von früher. Ihr führt eigentlich die Tradition dieses Stück Holz weiter, oder? Man hat versucht, irgendwie ein traditionelles Nachrichtenüberbringungsmittel in die Moderne rüberzubringen. Und ich glaube, das ist uns mit dem Online-Magazin der Hung ganz gut gelungen. 1300 Klicks pro Tag zeigen auf jeden Fall, Sie sind auf dem richtigen Weg.